Praktisch auf jeder Internetseite von einer evangelischen Kirche in der Schweiz wird irgendwo der sogenannte Missionsauftrag auftauchen. Das ist die Stelle ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium, wo steht: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das also, der Missionsauftrag ist also ganz klar, was wir sozusagen zu tun haben. Wir sollen Jünger machen. Aber was bedeutet das genau im heutigen Umfeld, in der Schweiz oder sagen wir in der westlichen Welt? Wie macht man das heutzutage? Darüber wollen wir reden in der heutigen Stunde, die wir zur Verfügung haben, LiveNet-Talk vom 30. Juni 2020. Hier und heute Jüngerschaft leben ist das Thema, das wir gewählt haben für das. Mein Name ist Florian Wüthrich, ich bin Redaktionsleiter von LiveNet und Jesus.ch. Ja, Jünger machen. Wie machen denn das die drei Gäste? Was erleben sie? Sie, die heute im Talk mit dabei sind. Ich bin sehr gespannt, von Ihnen zu hören. Wir wollen jetzt gerade einmal in die Stube schalten oder ins Homeoffice von diesen drei Gästen. Einerseits in die Westschweiz mal zum Christian Kuhn, der am Wüi daheim ist. Gell? Wenn ich es dir richtig sage. Christian, herzlich willkommen, gell, bei uns im Talk. Danke mal, freut mich sehr. Und sag doch noch zum Einstieg ein paar Worte zu dir und wo dass du diesem Thema begegnest in deinem Alltag. Ja, also das ist sicher im Alltag in dieser Jüngerschaftsbewegung, die wir gestartet haben, also der Missionsauftrag, den du vorher kurz zitiert hast, das ist nicht einfach nur so eine Option in unserem Leben geworden, das ist wirklich sehr zentral geworden und darum auch eine Jüngerschaftsbewegung, die wir hier in der Westschweiz vor etwa knapp 20 Jahren gestartet haben und jetzt wirklich auch immer noch Spass daran haben und immer mehr auch entdecken, wie das man kann Jünger machen im Alltag. Und nebendran noch ein paar andere Aktivitäten, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Aber das Zentrale ist eben schon die Jünger. Ja, ja, ein paar andere Sachen. Du bist Pastor, Referent, Trainer, Gemeindegründer, Direktor auch von der Evangelischen Allianz und dem VfG Westschweiz, also Raison Evangélique Suisse heisst das nicht dort bei euch. Genau, also dir wird sicher nicht langweilig, das merkt man anhand von dem. Und dein Herz brennt dafür, dass du kannst Gemeindegründungswellen wirklich starten in der Schweiz. So in der Westschweiz, vielleicht auch in der ganzen Schweiz. genau, ja. Also natürlich immer im Wissen, dass so ein Movement oder eine Welle nicht wirklich von Menschen gesteuert wird, sondern einfach, wenn der Heilige Geist wirklich auch Leute mitnimmt in so eine Bewegung, wo da starten. Wir haben es ein bisschen erlebt in der Westschweiz, denke, das darf noch grösser werden. Nicht als Konkurrenz, weil das Zielpublikum von der Jüngerschaftsbewegung sind ja nicht die existierenden Christen, sondern mehr einfach die Jesus noch nicht so kennen. Und von dem her kommt das sehr gut aneinander vorbei mit allen anderen Tendenzen und Kirchen und Movements und Sachen. Super, Christian. Schön, dass wir dich dabei haben. Werden wir sicher viel noch hören, was ihr erlebt. Du lebst, wie ich schon gesagt habe, in der Westschweiz mit der Frau der Francine zusammen. Ihr habt 2 Kinder. Sehr schüsst. Global, gell? Teil. Und ich tue nicht mehr gross mit Französisch probieren. Ich bin froh, dass du so gut auch Deutsch kannst und kommen wir gut durch die Stunde durch. Aber super, Christian, dass du dabei bist. Können wir sicher sehr viel von dir lernen und Inspiration mitnehmen. Ich werde jetzt rausgehen auf Zürich zu Susanna Bicker. Hier im Florian. Homeoffice. Hallo und auch dir herzlich willkommen. Susanna, die ja das ICF Zürich leitet, zusammen mit ihrem Mann, mit dem Leo, gegründet hat und auch bei der Ladies Lounge, Ladies Conference stark aktiv ist und viele verschiedene andere Hüte natürlich auch noch, Susanna. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorausgegriffen, aber du kannst gerne selber doch noch ein paar Worte dazu sagen, wo vor allem auch das Thema Jüngerschaft dir natürlich begegnet. Genau, ich würde sagen, eigentlich in all diesen Hüten, die ich anhabe, begegnet mir das Thema Jüngerschaft, weil grundsätzlich meine Leidenschaft oder mein Anliegen ist, dass ich erlebt habe oder dass ich vielleicht auch kann oder können entwickeln, dass ich andere teilhaben an dem.
oder dass ich es einfach weitergeben kann, immer für die Interesse haben. Ich bin selber, will ich mal sagen, so aufgewachsen. Meine Mutter hat uns in alle möglichen Bereiche eingeführt und ich habe das sehr spannend gefunden, habe das auch sehr geschätzt, mitgenommen werden, dort wo sie unterwegs ist, auch im Glauben, auch mit Kirche, ohne dass sie jetzt Pastoren sind. Sie sind Geschäftsleute gewesen, aber Kirche hat einen wichtigen, zentralen Bereich gespielt und das habe ich eigentlich sehr geschätzt und das ist mir auch ein grosses Anliegen. Was ich erlebe, was ich kann und bin, einfach teilen mit denen, die interessiert sind. Und nicht zuletzt, das möchte ich auch noch erwähnen, natürlich auch in der Familie fängt vieles an, da werden wir auch darüber reden. Ihr habt 2 Söhne, die inzwischen erwachsen sind und auch in der Kirche engagiert. Da werden wir auch ein bisschen hören, wie der Weg ist gesehen. Ich freue mich sehr, dass du auch dabei bist und dir die Zeit nimmst. Danke vielmals, Susanna, und auch herzlich willkommen. Stefan Maag ist unser dritter Gast hier in der Runde. Er ist Bergbauer und Schäfer, hat selber so sich betitelt, kreativer Evangelist. Und auf LiveNet hat man schon Videos auch gesehen von dir, Stefan, von diesen verschiedenen, teilweise auch verrückten Aktionen, die du da initiierst. Sag doch selber auch noch kurz etwas zu dir und wie ihr das so lebt. Dort, jetzt, wo du im Moment gerade bist, ein bisschen auf dem Berg oben, sagst du aber nur, gell? Sag noch ein paar Worte doch ein bisschen zu dir und wo ihr seid. Ja, wie der Florian schon gesagt hat, heisse ich Stefan Maag. Ich wohne zusammen mit der Nadine, mit meiner Frau und 4 Kindern in der Sundhalde. Sundhalde, das ist das Geburtshaus von der Bewegung Plus, wo vor 90 Jahren der Geist Gottes, so ein alter Pfarrer, den man früher pensioniert hat und hat dann so Konferenzen gemacht und dann ist eigentlich, ja, wie eine Pfingstbewegung oder Bewegung Plus hat dann in diesem Haus angefangen und das haben wir nicht gewusst, wo wir da gezogen sind. Eine alte Frau hat gebetet und in unserem Freundesbrief, also einen Brief, den wir schreiben, unsere Freunde, dass für uns beten und einfach ja, für uns auch da sind. Und die hat das gelesen und gesagt, ja, du musst mal dort tun. Und so sind wir auf dem Berg gelandet und haben dann das Bio-Bergbauern mit Schäfchen entdeckt. Und das hat mir ganz viel über das Wesen Gottes gelernt und sehr wahrscheinlich auch über Jüngerschaft. Und selber als Evangelist, wie schon gesagt, bin ich auch viel unterwegs und in verschiedenen Ländern. Und wir sehen eigentlich überall, ob in Aargau oder in Moskau auf dem Roten Platz oder in Amsterdam oder irgendwo, das kommt gar nicht so darauf an, in Bern, Zürich, Menschen sind spirituell offen, Menschen sind spirituell suchend. Und ich habe mich selber so ein bisschen jetzt angefangen mit dem Thema Jüngerschaft auseinanderzusetzen und sehe mich da selber aber primär auch noch ein bisschen als Lernende. Ich glaube, ja, ich bin das so ein bisschen neu am Entdecken und darum freue ich mich extrem, mit euch zusammen da auszutauschen. Da freuen wir uns auch, dass du dabei bist, Stefan, und deine Sicht kannst reingeben. Jetzt haben wir gar nicht erwähnt, wie der Berg eigentlich heisst. Das ist der Gantrisch, gell? Das Gebiet Gantrisch-Gebiet. Wir wohnen im Naturpark Gantrisch, das ist richtig, genau. Ja. Genau, super. Wunderbar. Und ja, einfach, dass wir es ein bisschen vollständig haben, ein bisschen einordnen können. Ich habe das aber noch gerne, wenn man ein bisschen weiss, wo ist jetzt die Person genau, wo wir da eingeschaltet haben. Ja, das Thema wird Jüngerschaft sein, also wie kann man Jünger machen? Und das ist nicht so, wie es die Welt wird verstehen, dass die Leute jünger werden sollten, also die ewige Jugend oder so. Wenn wir von dem reden, dann hat das mit dem Alter gar nichts zu tun, sondern Jüngerschaft ist das Oberthema, das man da nehmen als Begriff. Und wie kann das heute modern aussehen? Wie macht man das? Und jetzt wollen wir doch einmal hören, wie das im Umfeld von einer Grosskirche wie ICF Zürich gelebt wird, Susanne, oder wie du das erlebst, auch als Pastorin im ICF Zürich. Was sind da so für alltägliche Erlebnisse mit diesem Thema, Berührungen, dass wir da noch ein bisschen vertiefen können, was vorhin schon angefangen natürlich. Genau. Also was für mich mega cool ist, dass wir im ICF verschiedene Tools haben, wo wir den Leuten einfach zur Verfügung stellen, also den Besuchern. Wir haben Bücher, wir haben auch schon in verschiedenen Phasen von unserer Kirche auf verschiedene Sachen mehr Wert gelegt, aber für uns ist eigentlich immer wichtig, dass wir Tools haben,
wo die Leute in den Small Groups arbeiten können damit. Also wo sie anwenden können, um zu schauen, zum Beispiel Next Step ist eins, in welchem Bereich von meinem Leben wäre es jetzt wieder dran, dass ich einen nächsten Schritt gehe, sei es im Umgang von meinen Ressourcen oder sei es in der Familie, in den Beziehungen oder im Glauben. Und das hilft sicher mal, weil man hat einfach so gewisse Anhaltspunkte. Was ich auch liebe, sind Tools wie, dass ich Menschen kann den Glauben an Gott auf ganz einfache Art weitergeben. Und das sind ja auf die einen Seite sind das Tools, die der ganzen Kirche zur Verfügung stehen, aber es hat ja immer mit 1:1 zu tun. Also die Grösse ist dort wieder gar nicht so matchentscheidend. Das ist das eine, wenn ihr euch trefft, der Samsung Hall, und das ist eine bisschen andere Geschichte. Ja genau, wir sagen immer, am Sonntag ist einfach die grosse Kirche, aber die Kirche lebt eigentlich von diesen kleinen Gruppen, die sich treffen unter der Woche, weil dort wird es persönlich und dort erzählt miteinander, wie es einem geht und lässt ein bisschen auch ins Leben hineinschauen, was ja am Sonntag jetzt in dem Sinne nicht möglich ist. Also die Leute können anonym rein und sie können anonym raus und das kann 3 Jahre gehen, bis einfach eine Beziehung entsteht. Also das ist einfach, wenn es die Leute so wollen. Und wir haben einfach die Türen offen, um zu sagen, hey, du kannst auch ein bisschen verbindlicher werden. Und ich glaube, Jüngerschaft hat auch mit Verbindlichkeit zu tun, wo ich selber will. Also ich will es geben und ich will es auch bekommen. Genau, das ist das, wo man vielleicht ein bisschen hat gehört schon, ja, wenn so eine grosse Kirche wie ihr habt, oder? Da geht doch der Einzel unter. Darum ist das wahrscheinlich genau der wichtige Schlüssel, den ihr dort hier sagt, es braucht beides drinnen, dass die Einzelnen nicht verloren gehen. Aber es braucht auch ein bisschen Schritt von der Person, wo du sagst, ganz man muss das wählen. Ja, okay. Mhm. Wir zwingen ja niemanden dazu. Also wir haben nicht so ein System, wo man sagt, du musst und das wird verlangt von dir, sondern wir öffnen einfach Gefäße öffnen und das Anliegen einfach bekannt machen. Und jetzt gerade zum auf Corona zurückkommen, hat man natürlich gemerkt, dass die eine Small Group haben, wie wir sagen, also eine Kleingruppe unter der Woche, die sind natürlich anders aufgehoben gewesen, wie die dann wirklich nicht einmal mehr der physische Kontakt am Sonntag möglich war. Mhm. Und bei euch ist es wahrscheinlich schon die Überzeugung, dass so ein bisschen beide Elemente nachher das ausmachen. Also das eine und das andere, also allein ist am Sonntag zusammenkommen oder auch am anderen Tag, da hat das ganze Wochenende verschiedene altersgerechte Angebote und nachher dieses auch noch unter der Woche. Also das ist vielleicht eine Unterscheidung, je nachdem jetzt zu den Männern, die da sonst noch im Tag sind, wo zum Teil dort Gewichtung vielleicht ein bisschen anders ist. Wenn ich jetzt mal reinhöre bei dir, Christian, ist das für euch auch ein wichtiges Element? Also habt ihr überhaupt, weißt, so grosse Events oder sagt ihr, nein, die Gemeinschaft findet bei uns anders statt oder eben Jüngerschaft? Ja, das ist sehr wichtig, dass da ganz viele unterschiedliche Grössen auch gelebt werden. Andere gewisse Dynamiken, auch gewisse Lobpreiszeiten sind in der Stube sehr schön, aber noch viel schöner, wenn da Hunderte von Leuten zusammenkommen, das ist ganz klar. Und das ist auch das Wahrnehmen von der Gemeinschaft ist ganz anders. Und das ist, ich würde es auch voll unterstreichen, dass wir dort die verschiedenen Grössen auch ausleben. Wir haben den Fokus ein bisschen weniger vielleicht auf den Sonntag, wir haben den Fokus auch nicht einmal auf Small Groups, wir haben den Fokus auf das tägliche Leben, jede Minute, jede Stunde. Und wenn wir uns dann treffen dürfen, jede 2 Wochen normalerweise nur, dann ist das ein Highlight. Dann ist das einfach ein Fest, wo wir auch zusammenkommen, wie das zusammen auch gesagt hat, man erzählt voneinander, man gibt einander teil, wo sind wir dran, was ist schwer, was läuft gut und so weiter. Es ist nicht nur pastoral, es ist eben auch miteinander teilen, was so geistliche Elternschaft ausmacht. Ich bin mit meinen geistlichen Kindern unterwegs, sind nicht meine Jünger, sind Jünger von Jesus, aber sind mir anvertraut. Und ich gehe einen Weg mit denen und ich bin dann super froh, wenn ich das mit anderen auch teile ab und zu, weil die leben das Gleiche zum Teil, das wissen wir auch vom Natürlichen, dass wir da immer wieder in Herausforderungen kommen, herausgefordert werden. Und ist dann immer wieder happy, dass wir andere Eltern, die das vielleicht vorher schon erlebt haben,
gute Tipps bekommen. Also das ist mehr der Fokus auf das tägliche Leben. Von morgen bis am Abend bin ich im Missionsfeld quasi aktiv. Ich weiss, dass das auch für Susanne genau gleich auch ist. Es ist einfach dann die Frage, wo tust du den Fokus ansetzen? Tust du mehr den Fokus auf die Events, also das Treffen, oder tust du den Fokus mehr auf die Eigenverantwortung, auf dein tägliche Leben von eigentlich jeder Person in dieser Bewegung? Das ist, aber ich denke, es hat sehr, sehr viel Gemeinsames auch. Ich würde sicher auch Ressourcen, du hast von Tools geredet, Susanna, die meisten kennen wir auch, oder haben dann davon gehört und auch angeschaut und das Beste auch ist inspiriert davon. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man da sich gut ausrüstet für den Jüngerschaftsauftrag. Mhm. Und würde mich jetzt interessieren, ein bisschen zu hören von euch, was merkt ihr denn ja, was funktioniert eben super? Ich kann mir vorstellen, oder was ist das? Noch nicht 30 Jahre ICF, aber schon im 91 gegründet, gell, Susanna? Da hat man x Sachen ausprobiert, oder? Und wieder ein bisschen verworfen und wieder ein bisschen andere Sachen ausprobiert. Das wollen wir auch ein bisschen herausfinden in dieser Stunde. Was habt ihr das Gefühl, das verhält einfach immer noch? Schalten wir doch den Stefan Mag jetzt auch noch dazu, zu dieser grundsätzlichen Frage mal im Alltag. Was erlebst du, was ist dir wichtig bei diesem Jüngerschaftsleben? Ja, ich glaube, Jüngerschaft hat in meinem Leben schon sehr früh angefangen. Und zwar, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich gewusst, ich sollte irgendwie ich will anderen von Jesus erzählen, habe angefangen auf der Straße zu predigen, von Jesus zu reden und habe damals den grössten Kirchen angerufen, das ICF, das ist etwa 9 Jahre jetzt her, wo wir dort noch beim Hartturm waren. Und die haben mich dann eingeladen und ich konnte ein Praktikum machen. Ich bin noch keine 3 Monate gläubig gewesen und die haben mir die Möglichkeit geboten, um ein Praktikum zu machen. Dort hatte ich den Philipp, hat der geheißen, der mich an der Hand genommen hat und weitergebracht hat. Und ich habe das damals gar nicht so als Jüngerschaft wahrgenommen, aber das hat mich eigentlich extrem weitergebracht und hat mir auch einen Anstoß gegeben. Und später nachher als Pastor, wo ich geschafft habe, eine Zeit lang. Und nachher natürlich auch als Evangelist, wenn ich auf der Straße bin, angefangen habe, Community Living leben, also wir angefangen haben, mit Leuten zusammenleben. Und wir gesagt haben, hey, wir wollen mit diesen Leuten ein Stück Weg gehen, ist so etwas, was ich erkannt habe. Das sind wieder Einzelne gewesen, mit denen bist du ein tiefer Stück Weg gegangen. Oder nebst den Leuten, wo ich als Evangelist, wo du halt in verschiedenen Kirchen, in verschiedenen Formen rausgehst, Menschen sind offen für das Evangelium, sind es dann eben am Schluss eigentlich die, die ich jetzt zurückschaue über die Jahre, die Legacy, irgendwie wie sagen wir das, wo sie das Erbe angetreten haben. Das sind meistens Leute, wo du irgendwo ein Stück Weg mit ihnen gegangen bist. Und das haben wir jetzt so seit einem halben Jahr, haben wir gemäß 2. Timotheus 2,2 haben wir das Tool angefangen, Jüngerschaft, also bei uns bei Fingerprint, dass ich selber jemanden habe, wo ich mit ihm unterwegs bin. Das ist der David, der ist in Neuseeland, das ist der Leiter von Steiger und wir beten jeden Morgen eine halbe Stunde, also ich ist ja gerade diametral, oder? Er hat Abend, ich am Morgen. Und ja, dort tauschen wir aus und wie geht es dir? Und ich selber bin mit 3 Leuten unterwegs, die ganz unterschiedliche, der eine ist ganz frisch im Glauben oder relativ frisch, der andere haben wir jetzt gerade getauft am Sonntag, der ist schon ein bisschen länger unterwegs mit Jesus. Und dort irgendwo zusammen ein Stück Weg gehen. Und ich glaube, es ist viel, viel weniger die Form, als wenn jeder Gläubige eben würde sagen, hey komm, ich investiere mein Leben in 2, 3 andere. Und die investieren eben nachher auch wieder in andere. Und das ist mir lang wie so nicht bewusst geworden. Die Menschen sind offen, Menschen werden gerettet und wir haben viel auch schon erlebt. Ich habe gerade vorhin noch darüber nachstudiert. Ich bin in der Türkei in einen Kaffee trinken, habe mit einem geredet, habe für ihn gebetet, ihm von Jesus erzählt und 2 Monate später schreibt er mir auf Facebook, hey Stefan, ich folge jetzt auch dem Jesus nach. Oder Gott macht das Unmögliche möglich. Aber irgendwo müssen wir haben eine Eigenverantwortung als Gläubige. Und ich glaube, dort will ich persönlich mit meinem Team wachsen, dass jeder von uns irgendwo mit Leuten ein Stück Weg geht. Sagen, sie ist frisch im Glauben, was natürlich super ist, wenn wir Leute direkt von der Straße, die offen sind, die vielleicht gar kein christliches Umfeld haben, an die Hand nehmen und mit ihnen nach ein Stück Weg gehen, bis sie dann eben genug alt sind, um selber mit anderen ein Stück Weg gehen. Mhm. Würdest du sagen, dass es dort hier vielleicht manchmal noch ein bisschen kränkelt oder mangelt an geistlichen Vätern oder Menschen, die jetzt eben bereit sind, zu sagen, ja, ich übernehme so eine Verantwortung, weißt, und sagen, wie du jetzt vorhin hast erklärt, 2, 3 Personen, die ich wirklich
mich auch investieren. Fehlt uns das Bewusstsein noch ein bisschen? Ich glaube schon, ja. Ich meine, ich bin nicht bekannt, dass ich die Sachen... Ich glaube, das ist ein grosses Manko, wenn ich so reflektiere und zurückschaue. Die Leute sind offen, egal wo du bist. Menschen sind spirituell suchen. Wir leben in einer Zeit, wo Spiritualität so groß ist und Jesus, der uns die Hoffnung gibt, Jesus, der Vergebung gibt. Menschen sind offen. Aber das heisst halt, dass wir als Gläubige uns eben investieren in die Menschen, unser Leben verschenken. Jesus hat 12 Jünger gehabt, oder? Hat nicht, und ist mit ihnen ein Stück weggegangen. Und ich glaube, das ist das grosse Manko. Oder? Ich sehe überall, Menschen finden zum Glauben. Und nachher haben wir oftmals Schwierigkeiten, sie nachher irgendwo in ein System oder Gefäß zu tun. Und dort habe ich ja mehr Fragen als Antwort. Aber eine Antwort, die ich habe, ist, wenn ich mich in jemanden investiere, dann glaube ich, Menschen suchen Beziehungen, Menschen suchen Freundschaft, Menschen wollen ihre Lebensfragen geklärt haben. Und irgendwo brauchst du die 1:1 Begegnung. Und das kannst du aber auch nicht produzieren, ein Stück weit. Oder? Wenn du einen nimmst, mit dem musst du jetzt ein Stück weggehen. Das ist jetzt dein Kollege. Und vielleicht ist das ein völliger, der will nicht shooten wie ich oder irgendwie bügeln, sondern der will, keine Ahnung, der will Physik studieren. Oder irgendwo ist es eben auch eine natürliche Sache. Und dort braucht es halt wirklich Christen, die in ihrem Umfeld, dort wo sie sind, manchmal auf der Straße, wo auch immer, Leute kennenlernen und nachher in das Leben von denen investieren. Ja? Ich glaube, dann werden wir automatisch eine Form von Erweckung erleben da in der Schweiz. Und in anderen Ländern, oder in China, Indien, ist ja genau das. Oder wenn ich mit unseren führigen Kolumbianer anschaue, in unserer Mission, oder in der Ukraine, das ist bei denen viel, viel näher, dass wenn sie jemanden kennenlernen auf der Straße, oder null christlichen Background, oder in der Universität, oder in der Schule, dann nehmen sie die Leute in die Hand, nehmen sie mit in die Church, nehmen sie mit ihre Big Church, Small Church, House Church, und dort werden sie nachher zu Jüngern. Aber das ist so das Persönliche, und ich glaube, dort mit mir Schweizer schon, also dort muss ich kann nur von mir schwätzen. Ich will dort mehr machen, ja, ich will dort mehr. Ja. Aber eigentlich ist das Natürlichste, oder? Das passiert um Freundschaften herum oder Familie oder vielleicht ja, wirklich das nähere Umfeld, oder? Und das ist, denke ich, auch bei den anderen beiden, für das noch ein bisschen nachzufragen, wird das ein bisschen so ein Thema sein, oder? Denn bei dem ICF habe ich auch immer gehört, ich war auch lange selber Teil vom ICF, dass man über Freundschaft, über Beziehungen versucht, vor allem weiterzugehen. Oder? Dass man dann, und die Herausforderung, die ich dann manchmal schon erlebt habe, wenn dann jemand zum Glauben ist gekommen, dass du noch weiter mit ihm dran bleibst. Und, oder? Also dort in den Anfängen bin ich auf jeden Fall dort, muss ich ehrlicherweise sagen, auch ein bisschen gestockelt. Wie ist das für euch jetzt, Susanna, im ICF Zürich? Wie lebt ihr das? Also wenn so grosse Events sind wie Musicals, die ihr durchführt, oder? Dass jemand mit dieser Person fast im Idealfall kommt und nachher auch sich darum kümmert. Oder? Ja, genau. Also das wäre halt der Idealfall. Und ich glaube, das Bewusstsein, würde ich jetzt mal sagen, ist sicher zu einem guten Teil da. Also nicht 100%ig, dass man jemanden nicht einfach nur mitnimmt und dann quasi auf der Straße liegen lässt, sondern sich auch wirklich darum kümmert und Verantwortung in dem Sinn übernimmt, so viel wie die Person das auch will und einfach einen Weg geht und man, glaube ich, das Bewusstsein schon hat heutzutage, dass mit der Bekehrung, sage ich jetzt mal, natürlich noch lange nicht alles gemacht ist. Was ich bei mir persönlich erlebe, finde ich auch spannend in dem Sinn, weil, sagen wir mal, vor 20 Jahren war mein ganzes Setting anders gewesen, als Mutter mit 2 kleinen Kindern, oder dann ist es halt 13 Jahre her oder 15 oder 17 Jahre her. Mit kleinen Kindern habe ich einfach grundsätzlich in meinem natürlichen Umfeld mit ganz anderen Leuten zu tun gehabt, weder dass ich das jetzt habe. Also sage ich jetzt mal, da sind die Mütter auf dem Spielplatz gewesen und das hat sich einfach so ergeben und da habe ich jetzt viel mehr mit Leuten zu tun gehabt, die sich für den Glauben interessiert haben, aber selber vielleicht noch keine persönliche Beziehung hatten, wohingegen jetzt bei mir das eher sich verändert hat. Es geht vielleicht darum, junge Pastoren, Frauen oder Pastorinnen, die
einfach in einem Setting sind mit kleinen Kindern, mit eben Kirchenleiten und wie mache ich das mit dem Mann zusammen und Job und Kind, und auch das ist ja Jüngerschaft, obwohl sie schon gefestigt sind im Glauben, ist es einfach eine andere Art von Jüngerschaft, die ich eigentlich jetzt mehr erlebe. Oder ich durfte einen Weg gehen, mit in Verantwortung hineinwachsen, eben im Kirchenbereich, und jetzt eigentlich mehr das Umfeld habe von Frauen, die ich in diesem Weg begleiten kann. Und jetzt weniger mehr so ganz frisch im Glauben, sondern also eine Aufgabe finden, Persönlichkeit entdecken und dort drin in einen mutigen Schritt laufen. Und das ist ja spannend. Es hat sich ein bisschen, ja, mit dem Alter auch das Umfeld ein bisschen verändert. Also die Schwerpunkte verändern sich so ein bisschen mit dem, wo man reinwächst und so. Und gleich die Vision ist die gleiche wie je und je. Beim Christian würde mich auch wundern, wie ihr das lebt. Du weißt jetzt bei eurer Bewegung at Home, wo das schon sowieso gross geschrieben wird. Ist das etwas, wo du den Leuten stark hast müssen einimpfen? Hey, bleiben wir verbindlich zusammen miteinander? Oder wäre das sowieso, wenn man sich gerne wieder begegnet, passiert es dann plötzlich automatisch? Ja, das ist noch interessant. Das ist, immer wenn du Leute hast aus der ersten Generation quasi, die vielleicht einen anderen Kontext erlebt haben, super Churches zum Teil auch, und dann kommen sie in so einen Jüngerschaftskontext rein, und dann ist ein ganzer Weg mit gewissen Paradigmenwechsel, wo da darf gehen. Das heisst nicht, dass es vorher nicht gut war, es ist einfach eine andere Option, ein anderer Weg, der vielleicht eingeschlagen wird. Wir haben zum Beispiel Johannes 17, wo sehr stark betont wird, im Sinne von, Jesus sagt dort, ich bete nicht für die Welt, ich bete für die mir der Vater geschenkt hat. Da können wir davon ausgehen, dass der Vater uns auch so Leute schenkt. Und das kann effektiv auf der Straße sein, das kann aber auch in den Freundschaften sein. Und wir sagen denen einfach, die VIPs, man kann anders sagen, das ist gleich. Aber man realisiert dann einfach auch, dass es nicht 100 Leute sind. Es ist, wir haben eine Zeit lang mit meiner Frau 37 Leute gecoacht, begleitet, und denke, wir machen da super Jüngerschaft, haben realisiert, dass wir dort schon etwas investieren und verschenken, aber irgendwie ist es fast ein bisschen oberflächlich geblieben, weil mit so vielen Leuten, ich meine, Jesus hat ein Drittel von dem hat er gemacht, könnte man sagen, wir haben sogar noch mehr wie ein Drittel gemacht, also 3-mal so mehr. Und dann schon müssen merken, Qualität stimmt eben vielleicht eben doch nicht ganz. Und dann haben wir plötzlich realisiert, dass dort, wie du das auch gesagt hast, Stefan, 2, 3 Leute, also zuerst natürlich unsere natürlichen Kinder, unsere sind jetzt adoptiert, also wir haben den ganzen Prozess von der Adoption dürfen erleben, und das sind auch unsere Kinder im Glauben geworden, und jetzt aber dann auch 2, 3 vielleicht Leute zusätzlich noch, die wir dürfen begleiten. Und dann gibt es den Prozess, den Wachstumsprozess, im 1. Johannes 2 sieht man dort, man redet von Baby, von kleinen Kindern, die kennen nur den Vater, das Herz vom Vater, und von dem her ist dort noch nicht sehr viel an Mündigkeit rum. Aber dann geht es weiter in diesen Schritt, und plötzlich werden es junge Menschen, und dann plötzlich werden es Väter und Mütter. Das ist dann der Schritt, wo man dann können sagen, okay, jetzt kannst du selber. Und das ist auch das Prinzip von der Jüngerschaftsbewegung, wir behalten die Leute nicht. Wenn wir alle Leute, die wir bejüngert haben, begleitet haben, nicht ausgesendet hätten, dann hätten wir wahrscheinlich über 400, 500 Nasen gemeint. Aber wir haben die immer vorzu ausgesendet, und die haben weiter auch Gemeinden gegründet. Das ist das Prinzip von dieser Multiplikation. Dass wir wie ein Familienformat behalten von dieser Größe her, und dass das darf weiter multiplizieren. Vielleicht noch ein Ding, das ich vielleicht in diesem Kontext noch sagen könnte, nachher gebe das Wort gerne zurück. Das ist 1. Korinther 3. Dort hat es so einen Teil, wo Paulus, Apollos, das haben irgendwie nicht so 100% gegeben und so. Und die einen haben gesagt, ich bin von Paulus, ich bin von Apollos. Und Paulus hat dann mit weisen Wort hat er das dann erklärt, gesagt, 2 Bilder hat er gegeben. Das eine vom Feld, also ich habe gesagt, Apollos hat dort dann noch bewässert, und schlussendlich ist es gewachsen, und beide haben eigentlich den gleichen Salär. Dann gibt er ein zweites Bild noch und sagt, ich, Paulus, habe wie ein weiser Architekt habe ich ein Fundament in eurem Leben gebaut, liebe Korinther. Und das Fundament, das heißt Jesus Christus lebendig in eurem Leben. Und das ist wieder, wenn das Fundament mal liegt, oder steht, oder was auch immer, das Fundament ist einfach da im Leben der Leute. Wenn da Jesus präsent ist, dann kann irgendetwas passieren. Dann ist das etwas so Stabiles im Leben von diesen Leuten, wo man begleiten darf, dass man wie auch die Leute kann aussenden kann. Natürlich, man bleibt in Kontakt, aber wir sind nicht weiterhin dann immer nur in diesem Grüppeli zusammen. Und das ist
Für mich mache ich dort den Unterschied zwischen Jüngerschaft, das Fundament legen und danach eben das Ministry Coaching. Ich investiere mich auch in viele Leiterleute, junge Leute und auch ältere Leute, wo man eben noch zusätzlich ausrüsten darf. Aber das Fundament, das ist für mich im Verständnis wirklich das jüngerschaftliche Grundelement, das geleitet wird. Ja. Also das sind eigentlich die Menschen, wo man sich nachher, wenn irgendeine Corona-Krise kommt oder etwas, nicht muss Sorgen machen muss, sozusagen. Ja, es gibt noch viele andere Krisen. Das war jetzt eine von denen, aber es gibt das ganz ist Strubi auch, die nicht mit einem Virus zu tun haben. Ja, genau. Ja, das denke ich. Das Leben hat immer wieder Herausforderungen parat. Aber was mich dort hier noch so wundern bei euch jetzt, Christian, für noch eine Rückfrage. Weißt du, wie lebt ihr denn konkret zusammen? Also das klingt sehr so fast wie, sind das so andere Wohnformen, weißt, dass man näher zusammen das Leben teilt oder ja, konkreter, weißt du? Also wir haben das ziemlich offen gelassen, haben aber schon gesehen, dass viele gesucht haben nach einer Optimierung. Wir haben zum Beispiel gemerkt, wir haben so ein Haus bauen, ein Jüngerschaftshaus. Und wir leben, es ist halt WG-mäßig, aber nicht ganz. Es ist wirklich auftragorientiert. Es sind etwa 6, 7 Monate, wo wir mit Leuten zusammenwohnen. Meistens sind das Familien, die Jesus noch nicht kennen. Die kommen rein, teilen das Leben mit uns. Wir laden sie ein zum Bibellesen. Weil wir in der Schweiz sind die Leute höflich, kommen am Anfang dazu. Am Anfang, weil man das muss oder so fast. Und nach dem 3., 4., 5. Tag, wir lesen natürlich nicht irgendwie 2. Mose. Wir lesen schon irgendwie etwas, das vom Glauben etwas übermittelt auch. Und nach etwa 15, 20 Tagen kommt die ganze Familie zum Glauben und dann bleiben wir zusammen in dem Haus während 5, 6, 7 Monate, je nachdem, bis die alle mündig dürfen ausgesendet werden, um eine neue Gemeinde zu gründen. Das ist jetzt eine Form, das machen vielleicht 5, 6 Häuser in unserer Bewegung so. Andere machen das über den Beruf, andere machen das über Sportclub. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe mich verschenken in gewisse Jünger, wo ich einfach neue Hobbys, angefangen Boxen oder angefangen Flugmodell bauen und so, weil die Leute das machen und ich will Zeit mit ihnen verbringen. Und darum verschenke ich mich dort rein mit diesen Leuten. Also ich will sogar wahrscheinlich als Bergbauer helfen, wenn ich das, wenn ich dich als dürfte begleiten, Stefan. Ja. Also das ist, ja, es gibt ganz unterschiedliche Formen. Wir sind ja nicht dogmatisch, passen darauf, dass das nicht irgendwie einengt oder dass wirklich, es gibt auch ganz kreative Leute, wir haben viel gelernt durch viele unterschiedliche Leute und lernen weiterhin noch dazu. Aber was mir da in den Sinn kommt, ist etwas Ähnliches wie vielleicht in Deutschschweiz gibt es Aussendungshaus, oder? Das sind so vielleicht gewisse Sachen, die dort ähnlich gelebt werden, oder? Was Ja, wir haben einfach das Element von der geistlichen Elternschaft ist ganz klar gesetzt. Und das ist auch das Mandat, das man nicht loslässt. Es gibt schon, ich bin nicht bejüngert worden, in dem Sinn, wie ich das jetzt vielleicht heute mache. Ich habe nicht irgendwie einen geistlichen Vater, ich bin irgendwie ein Sohn Frankensteins, also ein bisschen Billy Graham aus dem Buch, vielleicht Olivier Favre aus dem, vielleicht noch ein bisschen Jean-Luc Zilli und so weiter. Und das alles zusammen hat dann irgendwie so eine Art Vaterfigur oder vielleicht auch eine ältere Figur halt gegeben und wo ich dann auch viel bekommen habe. Wir probieren dort auch wirklich den Prozess zu machen, wie das der Paulus der Thessaloniker gesagt hat, im 2. Kapitel hat er gesagt, ich bin bei euch wie ein Vater, wie eine Mutter und hat sich wirklich auch verschenkt. Er hat gesagt, ich will nicht nur das Evangelium euch geben, sondern wirklich mein ganzes Leben euch verschenken. Und das ist etwas, wo wir so wirklich auch leben und das definiert das auch so? Einfach schnell so zum Fragen. Also das sagt, das ist jetzt eigentlich wie so ein bisschen mein geistlicher Vater. Genau, wie bei Star Wars, ich bin dein Vater. Nein, das stimmt nicht. wir haben, natürlich wird das nicht so, irgendwie, wir spielen nicht Papi, Mami oder so. Es geht mehr darum, dass ich das weiß, ja. Dass ich den Auftrag eigentlich habe. Und plötzlich sagt dann die Person mal zu dir, hey, du bist ein Vater für mich. Ja, genau. Ich habe es eigentlich schon gewusst, aber ist cool, ja, super. Sag das auch für deine Jünger, das ist cool. Ja. Okay, das erinnert einen natürlich auch stark an das System, wo man auch am Anfang, Susanna, hat im ICF gehabt, mit dem G12-Modell. Ich habe das auch noch erlebt, oder? Wo wirklich bewusst das ist gelebt worden. Du hast wiederum deine Leute, die du schaust. Und ich denke, das hat ganz viel Gutes gehabt. Es ist auch kritisiert worden, auch, hat vielleicht auch Schwächen. Da können wir gleich auch noch gerne schnell ein bisschen darauf eingehen, weißt, wie das der Christian auch macht. Aber ich möchte auch noch gerne Susanna zuerst fragen, wie ihre Erfahrungen mit dem sind und wie sie heute dazu steht. Also wie kann man verhindern, dass vielleicht falsche Abhängigkeiten entstehen? Das ist ja dann vielleicht Gefahr, oder? Weil Christian hat es klar gesagt, es geht um Jesus am Schluss, aber ja.
Genau. Also falsche Abhängigkeiten würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das vielleicht die grösste Gefahr war, die wir wahrgenommen haben. Ich würde mal sagen, das G12 hat wirklich bei uns ausgelöst, dass wir ein Bewusstsein bekommen haben, dass man die Leute nicht einfach nur in die Kirche nehmen kann, sondern dass man sie begleiten muss. Also dass mit der Bekehrung und der Entscheidung für Jesus einfach nicht alles gut ist, sondern dass da erst eigentlich der Weg anfängt. Also das hat uns sehr geholfen, für das bin ich extrem dankbar. Wieso, dass wir es heute nicht mehr so haben, ist einfach, weil wir realisiert haben, dass es zu fest Kreativität einschränkt. Also die einen möchten sich halt viel lieber beim Fußball treffen, die anderen möchten Männer und Frauen zusammen in einer Kleingruppe haben, die dritten möchten wirklich nur Männer sein, die vierten nur Frauen und das hat dann das G12 nicht ganz so zugelassen. Und die einen möchten sich jede Woche treffen und einfach eben investieren in Leute. Ich hingegen sage, ich habe lieber Leute bei mir und wir treffen uns nur alle 2 Wochen, damit sie in der anderen Woche Zeit haben, um wieder ihre eigenen Leute zu haben, was nicht alle so können oder nicht alle so machen. Also das heisst, wir haben das G12 nicht mehr so streng, weil es wirklich recht so von oben runter war. Es hat viel Gutes ausgelöst und viele gute Bewusstsein. Es hat zum Beispiel auch ausgelöst das Bewusstsein, dass es Mann und Frau gibt als Gleichwertige. Also sagen wir mal so, ja, das ist klar gewesen, der Leo ist der Leiter und und wer ist jetzt die weibliche Person? Das hat mir sicher einen massiven Boost gegeben. Das ist cool, es war auch recht überfordernd für alle rundherum, aber genau, da sind wir reingewachsen. Aber eben die Vielfalt, das hat gefehlt. Mhm. Okay. Ich habe immer auch noch gedacht, es sei schon der Aspekt von, weisst, anderen Menschen ins Leben reden, sei dem manchmal auch ein bisschen heikel gewesen, oder, also ich habe das... Ja gut, das ist sicher auch ein Aspekt, also eben weil man dann so, oder man hat halt sehr viel vom so einer Kleingruppenleiter dann plötzlich erwartet, dass er Trauung macht, dass er tauft, möglichst noch, also einfach das ganze Programm und da sind einfach dann viele auch überfordert, weil ich meine, eine Gruppenleiter ist ja das eine, aber dann so viel Verantwortung tragen fürs Leben, wie das Leben rauskommt bei den Einzelnen und dann mit 12 und dann noch arbeiten und dann noch Familie, das ist einfach dann... das Fuder überladen, genau. Würden wir Berner sagen. Irgendwie hat man das Fuder überladen. Fast ein bisschen, für die einzelnen Personen vielleicht. Genau. Ja, das ist extrem spannend, da wieder ein bisschen zurückzuschauen. Und, eben, man kann ja lernen immer aus dem, oder? Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Stefan, du bist auch am Lehren. Du hast gesagt, du hast die Stunde auch ganz viel zulassen. Und was hast du bis jetzt mitbekommen? Weißt, was ist so dein Feedback? Jetzt haben wir da von den anderen beiden ein bisschen gehört. Ja, was mich lässig tut, dass irgendwo alle haben das Herz, so jünger zu machen. Es gibt halt wirklich verschiedene Formen und es ist nicht immer nur jetzt, ich als Evangelist oder für mich schlägt das Herz für die Verlorenen. Aber wie Susanne gesagt hat, ist absolut wichtig, wenn ich den David oder andere Leute nicht hatte, die sich in mich investiert haben, dass man das nicht weglässt. Und also das ist das Positive, was ich lässig finde, dass es verschiedene Formen gibt. Zum geistigen Vater, oder? Das finde ich auch super, das ist ein super Tool. Aber der Name ist natürlich, man soll das jetzt sagen, oder wenn du in der Welt bist und du bist geistiger Vater, denke ich, okay, ich glaube so, was ist mit euch nicht richtig, oder? Ich glaube, dort müssen wir irgendwo lernen, auf eine gute Art. Das ist beim Fußball, ich bin auch ein bisschen Fußballer. Dort ist es ja auch, da bin ich einfach der Coach, der Trainer. Ich glaube, dass man dort vielleicht ein anderes Wort wählen würde. Ich finde es mega wichtig. Ich selber habe den David, der mich einmal zusammenschießt. Und das hat mich weitergebracht. Ich weiss noch, vor einigen Jahren, als ich erst mal auf Amsterdam bin, hat sein Sohn irgendwie auch noch etwas zu tun gehabt. Und ich gesagt, nein, komm nicht, der nimmt mir alles weg. Und dann habe ich gesagt, jetzt hör auf, so arrogant tu es, wie halt die Amerikaner sind. Jetzt gehst du und demütigst dich und gehst auf das an. Und das war der Durchbruch gewesen. Wir haben so viele Menschen gesehen, zum Glauben kommen. Also ich brauche ja Leute, die mich herausfordern.
Aber wir müssen das irgendwie auch gesund sagen. Ja, und ich kann jederzeit sagen, ich will das nicht. Oder? Es ist ja, jederzeit habe ich einen freien Willen, um zu sagen, hey, nein, jetzt will ich das nicht mehr. Und das andere ist, was ich halt nach wie vor die Frage habe, oder wenn man sich dann einfach trifft und dann bleibt man so an einer seichten Oberfläche. Oder? Das ist ja die Gefahr von vielen Small. Man ist dann so ein bisschen, eben, es ist schön und mit Kleingruppe oder Haut, das kommt auch wieder nicht auf die Form drauf. Aber wie schaffe ich es, das ist vielleicht auch die Frage heute, wie schaffe ich es nachher, dass die Leute ein Feuer haben, oder? Dass wir nicht einfach uns zwar treffen und wir wachsen irgendwo auch, aber rundum geht die Welt den Bach ab. Wie schaffen wir es, dass die Leute, die mit uns unterwegs sind, nachher auch das Anliegen haben, die Botschaft weiterzugeben? Und irgendwo, ja, das ist eine Frage, wo ich selber immer wieder begegne, wenn Leute mich einladen, die Churches, die Gemeinden und ich predige, merke ich, dort haben viele Leute auch, sind unsicher, oder wie, weil die Leute wollen ja, ich glaube grundsätzlich will jeder Gläubige die Hoffnung von Jesus weitergeben. Und doch sehen wir dann einen relativ hohen Prozentsatz wahrscheinlich von Leuten, die dann irgendwo nicht, Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge bezeugt, der erzählt, der ist begeistert. Und doch irgendwo dort drin haben wir ja schon irgendeinen Knopf in Zentraleuropa, was sie in anderen Ländern weniger haben. Und das ist schon eine Frage, die ich habe. Wie können wir das Feuer, das Zeugen sein, das natürlich leben, das nicht schräg ist, dass wir beten für die Kranken, dass das natürlich wirkt, dass wir zusammen essen, Fun haben, Freude haben und dass die Leute das Anliegen haben. Da habe ich schon eine Frage, die ich gerne beantworte. Ja, das sind gerade ein paar, das ist doch gut. Ja, sorry, ja. Gehen wir mal etwas ein bisschen weiter von dem, eben von dem Feuer, wo der Stefan redet. Wie versucht ihr das auch weiter zu vermitteln, diesen Leuten? Christian, vielleicht zuerst. Also vielleicht etwas Wichtiges, was wir relativ am Anfang von der Bewegung, die wir gestartet haben, realisiert haben. Wir haben wie so, die Kirche oder die Community hat wie so zwei Standbeine. Ein missionales Standbein und ein Community-Standbein. Und als gute Schweizer haben wir gedacht, immer, wenn wir etwa 50-50 müssen wir das machen. Aber da gibt es gewisse Forscher, die das sehr gut herausgefunden haben, die gesagt, wenn du nicht mindestens 80% von deinen Ressourcen ins eine dabei tust, das heisst Finanzen, Zeit, Energie, einfach alles, was du hast, dann kannst du garantiert keinen Durchbruch sehen in diesem Bereich. Und ich würde sagen, heutzutage in der Kirche generell sehe ich einen Community-Durchbruch, weil wir etwa 98,5% von der Energie, Zeit und einfach fast alles in das Community-Bein steckt. Aber wenn man dann fragt, was willst du, was wollen für Früchte, was wollen für Sachen sehen, wo Gott bewirkt, dann sagen die Leute, wir wollen Neubekehrungen sehen, wir wollen wir wollen veränderte Leben sehen, wir wollen Taufen sehen, wir wollen neue Hausgruppen sehen und so weiter. Und das ist alles im anderen Bein. Also man wünscht sich Frucht im einen Bein, investiert aber voll ins Falsche, könnte man sagen. Also ins Innere, gegen innen. Ins Community-Bein, ins In-Bein, genau. Also und beide Beine sind wichtig, aber ich denke, der Prozentsatz zwischen den beiden Beinen, also wirklich 80% Mission, 20% Community, das würde eigentlich länger, dass sich die Leute wirklich wohlfühlen in der Community und eben genau das missionale Feuer wirklich fangen und in dem bleiben und weiterhin in dem dürfen laufen. Das ist auf jeden Fall in unserem Kontext ist das, wo der Fokus, den wir so behalten und wo auch die Leute wirklich, wenn eine Person zu Jesus kommt, nach 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen ist sie schon mit mir unterwegs am Evangelium teilen mit Leuten. Und das ist wie normal, und das wird ein DNA. Und nach der 5., 6., 7. Generation von Jüngern ist das nicht einmal eine Frage. Nur die erste Generation hat so komische Fragen. Und die nachher, die machen einfach weiter. Also das Feuer ist um. Ja. Ja, das finde ich so spannend. Ich meine jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wenn es wieder darum ging, hochzufahren, oder sozusagen in der Kirche. Oder die tut ja auch langsam wieder etwas starten, Susanna, natürlich noch mit so abgetrennten Räumen, habe ich gesehen. Ja. Dass das sauber eingehalten wird. Aber da habe ich auch so Stimmen gehört, ja, aber jetzt sollten wir jetzt wirklich einfach wieder das Programm auffahren und dann läuft es wieder so, das, was der Christian jetzt vorhin gesagt hat, das Community vor allem fokussieren. Wie siehst du das, Susanna? Jetzt wird ihr da auch vielleicht Lehren daraus, was ihr noch verändern wollt? Oder hast du das Gefühl,
eure Mission ist, ausrüsten am Sonntag und auch mit der Small Group und dann gehen die Leute schon raus. Und wir senden sie dann schon raus. Nein, das ist schon nicht automatisch. Ich glaube, wir müssen immer wieder auch darüber reden und das auch selber erleben, für dass man also das Feuer nicht verlöscht. Also wenn man nichts macht dafür, dann verlöscht es automatisch. Und ich bin auch immer wieder am herausfinden, wie und wo, dass man es eben auf eine gute Art kann, Menschen für Jesus gewinnen, jetzt ganz konkret. Und genau, da habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht, die ich heute vielleicht nicht mehr so machen würde. Andere, wo ich darüber staune, zum Beispiel mal am Morgen, wo ich einfach so eine gute Zeit hatte mit Jesus. Dann bin ich in den Lift, wir wohnen da seit einem Jahr in einem Block. Und dann kommt ein Nachbar rein und dann hatte ich einfach so ein volles Herz gehabt, dass ich den Eindruck hatte, ich soll dem jetzt auf die Schulter schlagen, weil es ist morgen um 6:30 war. Er fragt, ja, bist du schon unterwegs? Und sagt so, ja, bist du schon unterwegs? Und dann hat er erzählt, eben, dass er jemandem helfen und so. Und dann nachher habe ich ihm einfach so auf die Schulter geklopft, was mir eigentlich im Lift überhaupt gar nicht macht und schon gar nicht so unter Fremden in dem Sinn. Aber es hat ihm einfach das Lächeln aufs Gesicht gegeben und ich habe gemerkt, ich kann es nur können, weil ich so voll war von Jesus und das hat mir sehr gefallen. Und das würde ich mir wünschen, dass einfach der Antrieb so kommt und manchmal braucht es halt von außen, dass man wieder ein Bewusstsein bekommt, hey, stimmt, da hat es Menschen, die gehen verloren aber wenn der Antrieb von innen kommt, finde ich das schöner. Mhm. Und ich kann jetzt nicht so, ich bin nicht eine Bekehrungsmaschine, aber ich habe Leute auf dem Radar, wo ich einfach weiss, dass das ist etwas längerfristiges, was sich da aufbaut. Und wo immer sich eine Gelegenheit gibt, die zu treffen oder einfach Zeit mit ihnen zu verbringen oder sie halt eben einzuladen in das Umfeld, wo ich drin bin, dann mache ich das. Mhm. Ja, das ist so ein interessanter Punkt. Bei der Mittag in der Berner Altstadt etwas essen, wo die viele Leute sehen. Und in Zürich gibt es ja noch mehr Leute, oder? Da sieht man, wenn ich zwischen wieder auf Zürich komme, ich habe eine Zeit lang auch der gearbeitet und das ist immer wieder für mich, jetzt, der vom Land kommt, immer eindrücklich. Und dann ist schon die Frage, wie behalten wir das Herz für die einzelne Person, wie brennt das weiterhin, oder? Und mir ist der Mittag gerade das Bild durch den Kopf, kennt ihr die Geschichte, oder? Vom Kind, das Seesterne am Strand aufhebt und immer wieder ins Meer geht, oder? Und der andere sagt doch, was machst du? Es hat ja noch kilometerweise solche, die trocknen hier jetzt halt aus, da kannst du nichts machen. Aber für den einen Stern macht es viel aus. Aber das spricht bei mir auch immer dafür. Aber Stefan, kannst du wirklich ein bisschen sagen, du hast das Evangelistenherz ja sowieso stark. Wie machst du das, dass das Herz eben für die einzelne Person gang wieder hast, auch, die zu investieren? Ja, also ich muss vielleicht vorne anfangen. Ich habe die letzten 2 Jahre, ich weiß nicht, wie manchmal über 30 Mal bin ich irgendwie in einem anderen Land gewesen oder Menschen von Jesus erzählen. Ich habe sehr viel geleistet. Und jetzt der Januar, wo Corona kam, bin ich so wie ein Zerbruchpunkt da gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, eigentlich habe ich sehr viel produziert. Und wie Susanne vorher gesagt hat, das ist genau der Schlüssel gewesen. Ich bin Jesus wie frisch begegnet. Und ich glaube, ich kann nicht weitergeben, was ich nicht in meinem Herzen habe. Wenn ich nicht, oder eine gewisse Zeit lang als Pastor, als Jünger, ob du jetzt beim Arbeit, Vollzeit oder was immer, eine gewisse Zeit lang kannst du ein fromme, spirituelle Ding aufrechterhalten. Aber wenn du nicht regelmäßig Zeit mit Gott verbringst, wenn du nicht regelmäßig bei dem Vaterherz bist, das dich erfüllt, oder man sagt, 80% der Kommunikation ist nonverbal. Es ist viel weniger das, was ich sage, oder es ist viel mehr das, was ist. Und das habe ich mich in meiner Anfangszeit von meinem Glauben, ist das Feuer, das hat brennt und ich habe jedem wählen und gesagt, das ist ganz natürlich, es war überhaupt nicht aufgesetzt gewesen. Wenn ich am Strassenrand mit meiner Bibel gestanden bin, Leute, oder nachher in einer Hipsterbar eingeladen worden bin, wo sie mich gefragt haben, ja, das ist für mich, ich habe das gar nicht realisiert damals. Und jetzt, in dieser Zeit, habe ich gemerkt, hey, ich muss zurück zu dem Vaterherz. Und ich muss Zeit mit Seeking God auf Englisch, Gott suchen und mich fühlen lassen von ihm. Und wenn ich,
ja, wenn der Heilige Geist, wie die Bibel sagt, ich werde die Kraft, Apostelgeschichte 1,9, ich werde die Kraft vom Heiligen Geist empfangen, dann ist genau das, es liegt an mir, dass ich aufdanke, es liegt an mir, dass ich Zeit mit Gott verbringe. Und wenn ich, ja, das habe ich vernachlässigt. Und ich glaube, ganz viele Gläubige vernachlässigen das. Entweder weil man Karriere hat, Familie, Kind, oder wir, die Vollzeitler sind, sowieso, da bist ja eben, du hast so viel Zeug. Aber eigentlich ist genau die Zeit mit dem Vater, die Spaziergänge, dass einfach mal, Jesus, da bin ich, und dann kommt eben die Kraft, und dann kannst du gar nicht mehr anders. Und dann ist es aber ganz natürlich, dann stehst du irgendwo und kommst mit jemandem ins Gespräch und plötzlich ist der Jesus da, oder der Schulterklopfer, oder hey, kann ich dich noch sagen, oder willst du mal mit mir einen Kaffee trinken? Aber ich glaube, der Schlüssel für mich persönlich ist nicht Leistung, jetzt, wo ich viel gemacht habe, sondern es ist viel mehr Seeking Gott suchen. Und wenn ich voll bin von ihm, dann sprudelt es einfach über. Auf eine individuelle Art machen die auch nicht alle gleich. Jeder macht es dann auch anders. Meine Frau ist Künstlerin oder mit ihren Müttern, die sie ein Stück weg geht. Ich, wo jetzt auf der Straße bin oder eben mit meinen Leuten unterwegs bin, meine Jünger. Aber es steht und fällt mit meiner Zeit, wo ich in der Herrlichkeit mit Gott bin. Ja. So. Einfach von dem, wo das Herz nicht voll ist, oder? Ja, dessen Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Ja. Und irgendwann bist du leer. Und ich glaube, dort müssen wir als, oder auch mit den Kolumbianern, die ich unterwegs bin, die haben das, die haben alles für Jesus gegeben. Die kommen mit nichts und sind aber so in einer Intimität, die gehen stundenlang laufen und beten, wo ich merke, nicht ich bilde euch aus, sondern ihr bildet eigentlich mich aus. Und ich glaube, dort müssen wir als leistungsorientierte Europäer vielleicht auch wirklich mehr sagen, hey Jesus, Geist Gottes, füll mich. Und dann fließt es über und dann gehe ich. Genau. Und das ist auch etwa das, was ich von Barn gehört habe in der Anfangszeit, oder? Von diesem Lockdown. Ja, jetzt ist der Moment, der Dave Wörle zum Beispiel, kommt mir gerade in den Sinn, der dann einmal in einem Talk war, von New Life Bern, wo er gesagt hat, er hat das Gefühl, jetzt ist der Moment, wo wir zum Vaterherz gehen können und wieder uns neu parat machen für das. Er, der ja viel so ein bisschen in sein Baumhaus sich zurückzieht und dann, ja, und dort hier das wieder findet, oder? Zeit mit dem Vater. Was würdest du, Christian, du hast vorhin einen Daumen gegeben, wo der Stefan dran war, aber sag doch auch noch ein bisschen aus deiner Sicht, wie ihr das versucht zu leben mit euren Leuten oder zu verhindern, dass sie vielleicht nur noch im Hamsterrad drin sind. Ja, das ist, ich denke, schon aus der Gnade heraus dürfen leben. Das ist wirklich etwas, wo wir auch, wo uns Gott wirklich auch einmal ein bisschen gebödelt hat. So. Wir sind ein paar sind an die Wand gefahren, weil wir eben genau, wie du es gesagt hast, Stefan, einfach voll Gas und Enthusiasmus. Und das ist auch cool. Also wir haben da geniale Sachen dürfen erleben. Und gleichzeitig ist es doch, ich denke schon, dass sich da der Vater auch seine Kinder wieder mal ein bisschen an seine Brust herzieht und plötzlich merkst du, oh, das wäre ja auch noch eine Dimension. Und plötzlich bricht das dann wieder durch und das probieren wir schon auch echt in der Jüngerschaft zu leben auch. Und wenn du jüngerschaftlich unterwegs bist mit Leuten, dann brauchst du irgendwie so eine Lawine Gnade, wo du kannst sausen in die Leben, weil sonst bist du immer, also ja, bist einfach täglich konfrontiert mit komplizierten Situationen. Jesus sagt, dass er nicht für die gekommen, die super fit sind. Also es ist schon viele Leute, die uns der Vater abvertraut, sind Leute, die im Leben halt auch zum Teil durch schwierige Situationen durchgegangen sind. Und dann ist es halt schon so, dass wenn du die Leute begleitest und nur auf Leistung orientiert bist, dann machst du die einfach kaputt. Also du merkst an deiner Art, wie du mit den Leuten unterwegs bist, ob du jetzt richtig, also wirklich aus der Gnade schöpfen und nicht einfach die Leistung. Und der muss jetzt auch noch mündig werden und jetzt noch raus, dich senden wir jetzt auch noch und so. Das muss einfach sterben irgendwie und dass wir dort in eine feine Beziehung mit Jesus, mit dem Vater, dass das darf überfließen und dass die Leute wirklich auch mit Enthusiasmus den Glauben dürfen leben und wachsen und weitergeben auch. Ja, also ich denke, das passiert relativ organisch in den Beziehungen mit den Leuten. Und das ist nicht irgendwie so eine Lehre, wo man da mit reinbrügeln, das ist mehr ein selber Leben und ein Teilnehmen daran. Ja. Mhm. Und vielleicht stirbt ja das auch ein bisschen durch das Scheitern manchmal, oder? Oder durch das Leben oder das Merken. Das, was du vorhin x-mal, immer wieder. Das ist, ja. Genau. Also nicht, dass jetzt jeder jüngerschaftliche Prozess irgendwie verhält.
Es ist aber schon so, dass die Leute wirklich 100%ig frei sind. Also manchmal sind sie nicht ganz frei, aber im Sinn von frei, dürfen frei entscheiden. Und da wird also nicht irgendwie gegen den Entscheid von der Person irgendwie gegangen. Es ist mehr wirklich das Begeistern, wie wir das mit unseren Kindern auch machen. Wir probieren das Beste zu übermitteln, aber respektieren dann auch, wenn sie zum Teil Sachen machen, die wir vielleicht nicht so gerne hätten wollen sehen. Aber es kann auch scheitern, wenn plötzlich auch andere Beziehungen oder eine gezügelte Person, man hat zwar Zoom und die Sachen, aber es ist dann gleich nicht genau das Gleiche, man kann zusammen etwas trinken und so. Ja, das kann auch passieren. Du gibst mir noch ein spannendes Stichwort, da haben wir ganz am Anfang ein bisschen darüber geredet. Ich werde es jetzt gleich auch noch reinbringen. Wir kennen das alle, wir haben alle zusammen Kinder, unser Vater, die 3 hier, und Susanna als Mama, die das auch erlebt hat. Würdet ihr auch sagen, das ist für euch in diesem Punkt wie etwas gewesen, wo euch hat, geholfen, ein genaueres Bild zu bekommen, wie das eigentlich vielleicht gemeint ist, von der Bibel her, wie das mit Gott und ja, Jünger haben, Jünger machen. Hat es euch, also hilft es euch heute noch stark? Ich sage es vielleicht noch mal ganz kurz, ich habe gerade genug geredet, aber die Realität vom Vater, du hast gesagt, Stefan, das ist irgendwie ein komisches Wort, das ist nicht ein komisches Wort, das ist genau das Wort, das die Leute brauchen. Viele Leute haben vaterlos gelebt, haben elternlos gelebt, nicht, dass die nicht rum gewesen wären, aber sie haben einfach nicht unbedingt genau die Rolle übernommen, die sie hätten können. Und ich denke, das ist wirklich etwas ganz, ganz Spezielles. Das Familienleben, das Organische. Es ist eines von diesen Bildern, die Kirche darstellt im Neuen Testament, die Familie. Und ich denke, dort ist wirklich etwas Starkes drin. So viele Beispiele kann man parallel ziehen, wenn man in Jüngerschaften unterwegs ist mit Leuten oder aus dem Familienleben raus. Ich denke, das ist wirklich etwas ganz Reiches. Aber, ja. Also ich habe jetzt nicht unbedingt so ein Bild bekommen, das mich jetzt so geprägt hat als Mutter, zum Vaterschaft oder Mutterschaft zu erleben, sondern was mir viel mehr die Augen geöffnet hat, ist, wie unterschiedliche Zugänge das man kann haben, um einfach Gott zu erleben, und wie eigentlich man ja einfach vielleicht eine Art hat, aber dass überhaupt nicht der Kind ihre Art ist. Also ich bin aufgewachsen, meine Eltern haben jeden Tag gefühlt mit uns Kind die Bibel gelesen und betet, und das ist mir ein grosses Vorbild gewesen. Dann habe ich das mit meiner Familie machen, aber ich habe einfach gemerkt, das greift nicht. Und ich habe zum Beispiel einen Sohn, der beobachtet bis heute alles scharf, was ich mache, und stellt auch sehr kritische Fragen, und ich schätze das sehr, weil ich merke, er will einfach verstehen, was dahinter ist. Und er will verstehen, ist das nur eine äußere Form, dass Mami jetzt jeden Sonntag in die Kirche geht, weil sie vielleicht muss, weil man das so macht, oder was steckt dahinter? Sehr herausfordernde Fragen und kritische, aber das ist das, was ich eigentlich schätze, weil erstens kann ich mich selber reflektieren, wieso mache ich, was ich mache, und zweitens habe ich einfach festgestellt, er sieht das und er macht es, aber er macht es vielleicht anders, aber das hat ihm geholfen, meine Überzeugung und einfach dann so seinen Weg zu finden, wie er einen Zugang hat zu Gott. Wieder durch das Vorbild, einfach durch das Vorleben. Ja. Stark. Ja, merci Susanna. Stefan, für dich, was auch noch das Vaterbild, die Frage auch noch dir weiter zu geben? Ja, ich komme selber aus einem sehr religiösen Elternhaus, und ich habe das eher negativ erlebt, so das Kirchenzeug. Und ich glaube, bei unseren Kindern, wir versuchen ihnen das auf eine natürliche Art zu vermitteln. Eben auch mit der Unterschiedlichkeit. Nicht alle sind genau gleich. Der eine ist jetzt viel aktiver und ein anderer Sohn von uns ist kreativer. Aber ich glaube, was Kinder, alle Kinder irgendwo haben, ist das Unbeschwerte, das ich sehe. Sie sind unbeschwert, sie erzählen unbeschwert ihren Freunden von ihrem Glauben. Sie sind unbeschwert im Entdecken, sie stellen dann die unbequemen Fragen. Und irgendwo, ja, das ist für mich etwas, was ich selber mitnehmen will, mit denen, wo ich in einer Jüngerschaft bin, wo ich selber mit ihnen Freundschaft baue. Oder Jüngerschaft ist einfach Freunde sein, dass irgendwo dass auch das Unbekümmerte, das auch Individuelle, dass jeder einzigartig ist. Und vor allem mit den Kindern, was mich begeistert, die Kinder stehen auf und gehen weiter. Und so haben irgendwie das Kind, Jesus sagt ja, werdet wir Kind. Genau. Ich werde schon zu der Schlussfrage kommen, weil gleich haben wir 5 Uhr, also unsere Stunde ist
leider schon gleich vorbei, aber es war total spannend gewesen, ein bisschen Einblick zu bekommen. Ich möchte mich nur zum Schluss noch so ein bisschen fragen, weil man könnte ja auch den Eindruck haben, ja, dass mit Jüngerschaft leben, ja, das hat viel mit dranbleiben, investieren zu tun, haben wir ein paar Mal angetroffen in dieser Stunde, könnte anstrengend sein, wieder loslassen, wieder weiter schauen vielleicht, aber ich werde anders aufhören, Christian, du musst nicht Angst haben, du bist schon, das hört nicht so auf. Easy, Nein, easy. Ich werde mich fragen, warum macht es Spass, Jüngerschaft zu leben? Was macht ihr dran? Was macht euch Freude an dem? Mit dem wollen wir aufhören. Vielleicht ein, zwei Sätze, wenn ihr es könnt, ein bisschen kurz fassen, wäre so ein bisschen prägnant. Was ist das, was euch immer wieder aufstellt, Freude macht, dran zu bleiben dort hier? Ja, also wenn ich halt realisiere, dass ich so viel profitiere von einem Zugang, den ich mit Gott entwickeln und vertiefen und andere durch das inspiriert werden und das auch machen und darum auch beschenkt sind, das ist für mich das Schönste. Merci, Susanna. Bei den Herren? Christian? Erster Berg. Für mich ist das Schönste, mit Freunden ein Stück Weg gehen. Ich glaube, ich muss nicht etwas performen oder darstellen. Ich darf einfach mit Freunden ein Stück Weg gehen und sehen, wie sie wachsen in ein leidenschaftliches Leben für Jesus. Und ich bin mir bewusst, das ist nur Stückwerk. Und darum, es ist Freundschaft und daran macht es Freude und ist kein Stress. Oh, schön. Ja, ich denke, das ist ja bei mir ist das ein Teil von ziemlich eine beziehungsorientierte Person, von dem her sehr viel Erfüllung mit so vielen Leuten einfach unterwegs sind auch, über längere Zeit auch zum Teil. Aber ich denke, was mich am meisten bewegt in dem Ganzen, ist, dass wir genau dem Auftrag, der uns übermittelt worden ist von Jesus, einfach dort reinstehen und ihn ehren, alles auf ihn fokussieren und ihn immer wieder präsentieren, neue Leute. Und das ist für mich, ich glaube, das ist das, was für mich am meisten Freude macht. Es hat sehr Freude gemacht, mit euch jetzt die Stunde zu verbringen. Das war der Live-Talk von dem 30. Juni 2020. Hier und heute Jüngerschaft leben. Das haben wir so ein bisschen Fokus genommen. Wie kann man das machen? Und wir haben gehört jetzt aus dem Leben von euch drinnen, wie ihr das macht. Total spannend gesehen. Hat mich sehr gefreut. Ich danke herzlich der Susanna Bicker. Gruß auf Zürich auch. Danke für alles, was ihr reingebt, seit manchem Jahr auch in eurer Church. Gell? Das bewundere ich sehr. Liebe Grüße auch an Leo. Stefan, danke auch für das, was du reingegeben hast in die Stunde, aber auch immer wieder, gell, dein Vorausgehen. Auch in der Schweiz, glaube ich, tust du da ganz viele auch immer wieder herausfordern, in einem super Sinn. Das macht einfach auch Freude. Und Christian, genial, was ihr erlebt in der Westschweiz. Ich hoffe, das schwappt noch ein bisschen mehr zu uns in der Deutschschweiz überall. Es hat mich sehr begeistert, auch mit dir jetzt die Stunde. Also danke euch noch einmal herzlich und für euch daheim möchte ich gerne noch den Hinweis machen, auf den nächsten Talk wird ganz etwas anderes sein. Ich habe nämlich Pfarrerin Sabrina Müller am Freitag zu Gast im Talk, nur ein Gast, aber es wird sehr speziell. Wir gehen auf ein Thema ein, das sehr herausfordernd ist, nämlich wie weiter nach einem Suizid im näheren Umfeld. Das hat sie erlebt, 2006, wo eine gute Freundin sich das Leben genommen hat. Wie hat sie es geschafft, weiterzugehen, auch im Glauben dran zu bleiben. Das Gleiche habe ich erlebt vor 10 Jahren. Das hat sich gerade letzten Sonntag zum 10. Mal jetzt geehrt, der Todestag von einem guten Freund, der sich auch hat das Leben genommen hat. Und das schwierige Thema, das Tabuthema vielleicht für viele auch, werden wir anpacken am Freitag im Talk. Bin ich auch sehr gespannt und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen Abend.